Es ist soweit, meine Damen und Herren. Wir sind wieder da. Genau. Let's go. Wieder hier am Start mit geilen Gaming News, so wie es muss sein. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist es schön klimatisiert, Nico. Also ich sage es jetzt einmal und dann thematisieren wir es einfach nicht mehr. Okay. Ich bin bachnass schon fast. Also von dem her, ich wohne in einer Dachwohnung, also noch für jeden, der sich fragt. Ja. RIP. Und ich, wegen meiner strengen Mitarbeiterin, der Frau Stefanie, musste ich den Ventilator ausstellen. Genau, und jetzt bin ich sowieso am Sterben. Nein, es ist natürlich wegen der Tonqualität. Ihr würdet wirklich sonst einfach. Ja, das Problem ist, es ist wirklich schlecht. Also, gerade für einen Podcast finde ich das halt enorm wichtig, wenn die Tonqualität stimmt. Und es ist halt auch bei einem Livestream schöner zum Schauen, also zum Zuhören im Lurk sein, wenn die Tonqualität stimmt. I'm sorry. Du musst halt auch ins Büro kommen. Ja, oder ich bestelle mir einfach einen neuen, leislichen Ventilator von Brack. Oder einfach eine Klimaanlage. Aber Ventilatoren sind nie leislich. Ja, haben wir Klimaanlagen? Ich weiß es nicht. Ventilatoren haben wir. Doch, es gibt so kleine, so ganz winzige, die du auf den Tisch kannst stellen. Oder so Handventilatoren. Ja, so einen kannst du dazu tun. Ich glaube, die sind eher leislich. Ja, voll. Das sehe ich mich noch. Steffi, wie geht's dir? So. Ich habe noch gerade schnell in Discord hineingeschrieben, dass wir live sind. Aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Ich genieße das Wetter, finde es wunderbar. Ich habe auch gesehen, ein paar haben schon Hallo gesagt. Hey, Luki und der Race ist da und der Maisie schreibt zum ersten Mal «Grüezi wohl». Und der Mungo ist da, wie schön, das freut mich. Das ist die Masi. Hallo Masi. Und der Selra ist auch da. Hoi zusammen. Alles gut bei euch? Habt ihr ein schönes Wochenende gehabt? Ich hoffe, ihr habt es genossen. Die Frage aller Fragen, wenn es so heiß draussen ist natürlich, wo seid ihr, wenn es so heiß ist? Verbringt ihr die Zeit lieber drinnen und seid im Gamen und ihr habt es einigermaßen kühl? Oder sagt nach nein, fuck you. Oh, sorry, das sollte ich nicht sagen. Das Wetter ist so schön. Da gehe ich raus und schaue aber, dass ich mich regelmäßig im See oder im Fluss abkühlen kann. Ja. Steffi, du machst mir schon wieder fertig. Ja, das kommt anscheinend öfters vor. Oh nein, der Selra ist daheim im Zimmer am Lernen für Prüfungen. Oh no. Mit zu einer Storen. Wow. Gut, viel Wasser ist auch wichtig bei Temperaturen wie jetzt. Bist du im Gym gewesen? Hey, nein, verrückt. Genau, an dieser Stelle auch nochmal Leute, tut genug trinken. Das ist mega super wichtig. Tut genug trinken. Immer, ich habe immer meinen Becher hier parat. Ja, ich gehe. Wirklich mega wichtig. Vips, Race, Super Gym mache ich dann auch noch. Also ich bin noch wer geht bei diesen Temperaturen freiwillig ins Gym? Wer? Ja, you go Gym. You go also gym ich habe morgen auch ein bisschen Sport gemacht daheim, aber das war irgendwie um 6 Uhr, dann war es noch kühl. Beim Atelier, beim Zerschmelzen. Aha, oh je. Ist es so heiß bei euch im Atelier? Shit. Gamen bei 28 Grad war super. Was hast du gegamed, Maisie? Oder weiss, geht ins Gym? Hey, nein. Abnormal, Leute. Abnormal. Ich habe auch Sport gemacht. Ich bin die Aare entlang hochgelaufen, etwa eine halbe Stunde. Und bin dann dort in die Aare gekumpelt. Das war sehr anstrengend. Und dann habe ich mich abgetrieben. Und das war auch anstrengend. Das habe ich mir im Fall auch überlegt, ob ich dann einfach auch noch schnell so in die Aare komme. Ja, das ist so herrlich. Wobei die Aare ist auch warm. Also gestern waren es 22 Grad. Das ist auch warm für einen Fluss. Und der Kaffee ist wieder rum. Hey, Kaffee, was geht? Wir brauchen eine Sauna, wenn man 30 Grad im Büro hat. Oh shit. Der Kaffee ist da. Hello. Nice. Ja, Leute, wir haben wahnsinnig viele News für euch dabei. Und ich wollte eigentlich den Nico nicht zu fest leiden. Außerdem haben wir euch schon ein bisschen länger warten, weil wir noch wegen mir, das muss ich zugeben.
Sie liebt es, wenn ich Ja, leide, muss ich ich gebe ganz es ehrlich zu, ich sagen. bin eine kleine Masochistin. Vor allem Nico gegenüber, das finde ich super. Nein, was ich wollte sagen, wir haben euch ja auch ein bisschen länger warten. Das ist meine Schuld. Ich musste nämlich noch 2-3 Sachen schnell fertig anschauen und musste noch Zeugs vorbereiten, aber jetzt sind wir ready. Von dem her würde ich sagen, wir würden doch am schlausten gerade, sobald ich den Command eingestellt habe, dass wir im Podcast starten. Here we go. Nico, hast du mal wieder anfangen? Ich glaube, letztes Mal nicht angefangen. Kann das sein? Auf jeden Fall. Ich glaube, letztes Mal nicht angefangen. Aber Auf jeden Fall. schau, dass du ein bisschen mehr als ein Wort pro 10 Sekunden redest. Okay. Ja, schön. Ist gut? Ja, ist gut. No offense und so, aber ich will Zeitung haben. Ich will Feierabend machen. Mhm. Ja, ist gut. Also, Also, let's go. Das immer heißt warten mit euch Frauen. Ey, das war nur, als ich noch zu tun hatte. Ich bin halt am Arbeiten, nicht so wie andere Hörschli. Wer auch immer jetzt da gemeint Ich habe nicht dich direkt angesprochen. Wenn du dich angesprochen fühlst, Nico, ist noch mehr das Problem. Habe ich nicht gesagt. Gut. Viel Spass am Lurk, Maisie. Also Leute, einfach, dass ich es noch schnell gesagt habe, aber wir sind am Podcasten. Also jetzt noch nicht, aber wir fangen jetzt gerade an mit unserer Podcast-Aufnahme. Das bedeutet, wir können während der Podcast-Aufnahme nicht wirklich auf eure Kommentare oder so Nachrichten eingehen. Ihr dürft aber jederzeit alles, eure Gedanken und euren Senf in den Chat natürlich schreiben. Und wir lesen es sehr gerne am Schluss dann noch vor und gehen dann nochmal drauf ein. Und ja, da ich mein obligatorisches Sätzchen gesagt habe, würde ich sagen, wir starten. Was meinst du? Yes, let's go. Noch schnell eine Trinkpause. Die obligatorische. Das habe ich verschluckt. Entschuldigung. Das hätte raus müssen, es tut mir leid. Naja, Sprudel. Können wir bitte den Podcast so anfangen? Bitte, das wäre gut geil. Ich mache gar kein Intro mehr. Ich überlege mir. Entschuldigung, ich habe mich verschluckt und ich habe Sprudelwasser getrunken. Das ist eine schlechte Kombination. Wow. Ja, Wow. wir haben viele Themen heute. Wir haben ein wunderbares Fest gehabt, hätte ich fast gesagt. Was haben wir gehabt, Nico? Erzähl kurz, was war das? Weißt du das überhaupt? Also, wir sind nicht der gewesen. Wir haben uns das Summer Game Fest angeschaut. Und zwar ist es ein eins von der ersten grossen Game-Events gsi, wo man Games hat präsentiert das Jahr. Und es hat ultra viele spannende Games dabei gehabt. Zudem ist es auch sehr eingegangen auf gewisse Games, die ich nicht auf dem Schirm hatte, die mega spannend sind. Wir haben es letztes Mal eigentlich kurz angeschnitten und thematisiert. Aber es ist einfach viel zu viel. Und wir haben jetzt gesagt, wir widmen die ganze Show, den ganzen Podcast heute widmen wir am Summer Game Fest, indem wir dort mal ein bisschen alle wichtigen Games unter die Lupe nehmen, anschauen, was sie denn so spannend macht und welche das weniger spannend sind und was für uns unsere Favoriten sind. Also, das hier ist Buff Crit Loot mit dem Summer Game Fest Special. Absolut. Oder so. Genau. Und ja, eigentlich basically das Summer Game Fest ist ja so ein bisschen daraus entstanden, weil es ja kein E3 mehr gibt. E3 hat ja immer Anfang Juni stattgefunden. Die war ja zuerst mal nur online gewesen und irgendwie jetzt, das Jahr findet sie gar nicht mehr statt und so ein bisschen aus dem heraus ist sie, glaube ich, entstanden. Und es hat ganz viele Publisher und Entwickler, die halt ihre Showcases hatten und natürlich alle ihre Games haben präsentiert. Und man muss sagen, im Vergleich zu sonst Alben der E3s ist es eher mau gewesen. Also das Summerfest dieses Jahr war eher ein bisschen mau gewesen. Es hat das ein oder andere recht geile, fancy Spiel dabei, das muss man sagen. Aber wenn man so vergleicht zu den letzten Jahren, ist es eher ein bisschen weniger gewesen. Was schade ist. Und ich hoffe natürlich, dass es noch im Verlauf des zweiten Halbjahr jetzt noch ein paar mehr von so Präsentationen und Showcases gibt, wo dann noch ein paar mehr
ja, Games vorgestellt werden, wo also wirklich hure krass viel Neues hat man jetzt nicht gesehen. Oder was meinst du, Nico? Das stimmt, aber es hat trotzdem, wie soll ich sagen, es hat halt auch Titel dabei, wo man genau weiss, man kann es einfach wieder präsentieren und es wird wieder Hype aufkommen. Ähm, und es ist ein bisschen ein fieses Spiel, weil man weiss, so bei gewissen Titeln weiss man einfach, ja gut, wir können irgendwie einen neuen Trailer bringen oder einen neuen Sneak Peek und die Leute halten es gleich so ein bisschen auf dem, sie sind gleich immer noch so am, ja, so, wie soll ich sagen, gickerig auf das Game sein, weil sie genau wissen, okay, es kommt irgendwann. Das ist so ein Trick, der irgendwie lustigerweise immer noch funktioniert. Bei ein paar Games, bei ein paar gar nicht mehr. Also beim Spawner sagt man einfach von Anfang an, komm, ich weiß genau, Mm. es kommt noch nicht raus oder das ist immer das Gleiche oder ja. Du weißt, von was ich rede. Manchmal merkt man in den ersten paar Minuten schon, oh ja, ich weiss, in welche Richtung das Game geht, Das heisst, in interessiert den mich ersten paar überhaupt Minuten, nicht. in den ersten paar Sekunden ist es ganz oft schon so, dass du schon Oder merkst, so, so, ja. nee, schon wieder so ein Copy-Paste-Spiel. Mhm, Ähm, mhm. ja, und ganz ehrlich, ich glaube, seit Cyberpunk sind die Leute sehr zurückhaltend mit Hype. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 das ist es so. Das ist Äh, es so, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall so. ja. Und ja, also wir haben ja trotzdem ein paar Spiele gehabt, kann man sagen, wo äh, doch grosse Wellen schlagen. Wir haben es, glaube ich, auch im letzten Podcast schon mal angesprochen gehabt. Mhm. Das erste Game, wo wir darauf eingehen wollen, habe ich, glaube ich, auch schon ein bisschen angeschnitten gehabt. Und zwar ist das Starfield, also das Bethesda neue RPG, auf dem Grundgerüst von Skyrim aufbaut, ähm, und wo wieder ein neuer Hit soll werden, wo Bethesda sich wieder das Hemli will reinwaschen von Fallout 76. Wir werden sehen. Ich habe ein bisschen reingeschaut. Steffi, du hast dir auch ein bisschen etwas angeschaut. Mhm. Was sind deine Eindrücke bis jetzt? Ich muss zugeben, ähm, ich habe ein bisschen gemischte Gefühle. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Bei mir ist es wirklich so ein bisschen... Oh, jetzt bin ich beim falschen Trailer, Entschuldigung. Alles gut. Es Ja. ist mega heiß, Steffi. Alles gut. Ja, und ich habe mich vorher gerade übelst verschluckt nochmal. Der hat es nicht gehört, wo ich mich gemutet habe. Aber der Rübser von vorher hängt immer noch in meinem Haus. Und Aber du hast dich ja nicht dort gemutet. dort habe ich mich nicht gemutet. Nein, das ist korrekt. Nein, aber Starfield, wie gesagt, ich war ein bisschen zwiespältig gewesen, also, als ich den Trailer geschaut habe, wo ich weiss ja, der Hype ist für das Spiel wirklich schon sehr, sehr lang um. Und ich habe also natürlich das auch immer ein bisschen mitverfolgt. Ich bin halt persönlich jetzt nicht so wahnsinnig Fan von so Raum, also so Universums-Games, so Spaceships und so weiter. Das ist grundsätzlich schon mal nicht so mein Genre. Ähm, Mhm. Das Grundkonzept von dieser mega krassen Open World finde ich eigentlich ganz nice. Aber eben, es ist so, also basically hat es mich einfach an No Man's Sky mit ein bisschen mehr Geballere erinnert. Also weißt du, was ich meine? Es ist so ein bisschen, ich meine, sie versprechen einem, dass man irgendwie 1000 verschiedene Planeten kann besuchen kann. Aber ja, sind wir eigentlich 1000 verschiedene Planeten? Also das muss doch computergeneriert sein. Das kannst du doch nicht manuell alles coden. Das geht doch nicht, das ist viel zu gross. Und gleichzeitig hat es aber auch noch ein bisschen mehr Gegner, also humanoide Gegner, als eben zum Beispiel in No Man's Sky. Und No Man's Sky, ja, das wissen wir alle, das ist unendlich gross. Also dort hast du noch extrem viel mehr Planeten als nur 1000. Darum, ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen ernüchternd. Vor allem, es ist ja sehr Survival. Und ich habe einfach die Mhm. Survival-Games langsam gesehen. Also ich bin noch nie so wirklich Mhm. wahnsinnig Fan von Survival, muss ich zugeben. Aber ich habe es ein bisschen gesehen. Also, I don't know. Ich freue mich nicht wahnsinnig drauf, muss ich zugeben. Du bist nicht mega pumped. Okay. Nein, hure nicht. Also ich habe mir so ein bisschen angeschaut, nochmal ein bisschen genauer. Es wird wieder viel versprochen. Ich persönlich muss aber sagen, ich habe einen kleinen Hype habe ich drauf, weil mir erinnert es auch ein bisschen an das Game, das mal zwischendurch rausgekommen ist. Und zwar, jetzt muss ich gerade überlegen, wir haben es bei unserem Brackstand, weißt du, bei unserem Tombola Glücksrad haben wir es auch als Gewinn rausgegeben, ich weiß es noch. Die Outer Lands, genau, die Outer Lands hat es geheißen. Mhm. Machst du dich erinnern an das Game? Ähm, das Uh, ist ich glaube es, ja. mega
Es Nur ist so mega in halb. die Richtung gegangen. Es ist mega so wie ein Starfield, ein kleines Starfield gsi, wo jetzt, wenn ich da, den Trailer von Starfield anschaue, dann habe ich wirklich auch das Gefühl, okay, es geht so ein bisschen die Outer Lands rein. Und das ist ein mega herziges, kleines, aber cooles Game gsi, wo eine coole Kampagne hat, wo mich extrem hat erinnert an die Fallout-Zeiten, wo mich wirklich wieder hat reingezogen, mitgenommen und ich habe es dann wirklich auch ohne viel Federlesen durchgespielt. Und das heisst für mich etwas, weil ich spiele sehr selten das Game durch. Und, Oha, was? und es hat mich wirklich gecatcht. Und Mhm. das da hier, Starfield, das bekommt bei mir ein bisschen den gleichen Vibe auf. Und ich habe ein bisschen Bock auf die Interaktionen und mit diesen Charakteren und das Crafting und das Erstellen. Ich habe schon den Aber Charakter, das Crafting, das hypt mich auch schon gar nicht, muss ich zugeben. ja, Ich bin darum habe ich wirklich, schon gedacht. also ich habe das schon bei Minecraft nicht geil gefunden, dass du in die Welt bist gekommen und also ich bin halt wirklich die Story-Gamerin, das muss ich halt wirklich nochmal an Mhm. dieser Stelle schnell Mhm. sagen. Ich habe es gerne, wenn ein Game eine Story hat und ich kann Mhm. vielleicht meine Waffen einsammeln und gut ist, that's it. Ich kann mit diesen Waffen kämpfen und irgendwann gehen sie vielleicht von mir aus auch wieder kaputt, wenn man zum Beispiel an Breath of the Wild denkt, I don't care, aber wenn du zuerst noch musst, ewig Ressourcen farmen und dann musst du deine eigenen Waffen zusammenbasteln. Hey, auf das habe ich einfach wirklich keine Lust. Ja, und, aber es und ist ja auch hier, cool. und bei Starfield musst du ja sogar auch noch dein eigenes Raumschiff zusammenbasteln. Das heisst, du musst auch noch Ressourcen farmen für dein Raumschiff. Und du gehst basically wirklich auf die verschiedenen Planeten einfach zum Ressourcen farmen. Und das Ja, ja. ist, das keine Ahnung, das hat mir ein bisschen zu wenig Story. Also ich weiß nicht, vielleicht ist die Story ja einfach noch ein bisschen geheim, keine Ahnung, vielleicht wird die hure geil, aber im Moment, so wie ich es jetzt gesehen habe, das Spiel, ist mir zu Farming, zu Crafting und zu Survival-lastig. Aber von dem her, Hm. ich denke, im Endeffekt ist es ein Game, wo eine Größe verspricht, wo sicher auch eine Größe hat. Aber ich habe jetzt auch beim näheren Nachforschen zum Beispiel erfahren, dass gewisse Planeten, es soll ja verschiedene Sonnensysteme geben. Mhm. Es soll ja also es spielt in unserem Sonnensystem, Alpha Centauri ist ja Mhm. unser Sonnensystem, Genau. und es soll verschiedene Sonnensysteme geben. Und dort sind aber nicht alle Planeten extrem spannend, sondern du kannst einfach auf gewisse Planeten kannst du eigentlich wirklich nur gehen, Aber Ressourcen irgendwelche farmen, ja. Ressourcen farmen und sonst hat es eigentlich nicht viel, oder? Ich bin, ich, Und bin, ich bin gespannt, wie sie die Erde darstellen, wenn sie sie darstellen. ja, ich gehe, auf jeden Fall. Aber ich würde mir's auch, kaufen und spielen, zum Mhm. es testen und schauen, ob es mir gefällt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich einen riesen Hype drauf habe. Also, das schon nicht. Das Einzige, was noch interessant könnte werden, ist ein Charaktereditor. Wo Mhm. du kannst wirklich, ja, das ist etwas, was ich wirklich gerne mache, ich gebe es zu. Ich gebe Aber auch, ich liebe das. Ich ja, liebe das. ich kann eine Stunde damit verbringen, Ich mindestens. gehe, ich Kein gehe, Problem. ich gehe. Ähm, und dort dann ist es wirklich so, aber du kannst wirklich die Charakter sehr, sehr, sehr individuell anpassen und du kannst dir sogar einen Background auswählen. Also du hast eine Hintergrundgeschichte, die Charakter hat eine Hintergrundgeschichte. So wie Mhm, eben ähnlich mhm. wie bei Cyberpunk. Also da, wo du herkommst, das hat anscheinend auch Einfluss auf den ganzen Storyverlauf. Das finde ich interessant. Das könnte wirklich ein Aspekt sein, was sehr spannend wird. Dass je nachdem, Genau. eben, was für einen Hintergrund du wählst, ob du ein Diplomat bist oder eben vielleicht voll der Söldner oder so, dass das Gameplay vielleicht durch das komplett anders ist. Und es hat durch das auch wieder sehr viel Wiederspielwert. Und gleich, ich meine, ich gehe mal davon aus, es ist wieder mal so ein riesiges Game, ein riesengroßes Game, wo deine 150 Stunden drin easy kannst verbraten mit einem Durchgang. Und wer will das denn noch das zweites, drittes, viertes Mal spielen? Also ich weiß nicht, es gibt genug Games, da muss ich nicht ein Spiel 5-mal hintereinander spielen. I don't know. Ja, das stimmt schon. Und aber ich sehe es genau gleich. Der Charaktereditor hat für mich auch spannend gewirkt. Und auch der mit dem Background. Ist auch cool, dass du dort hast quasi Pros und Kontras. Also wenn du irgendwie einen Background nimmst, wo der, keine Ahnung, Street Kid bist, von einer gewissen Stadt oder so, dann hast du nachher dort auch automatisch ein höheres Kopfgeld, weil du schon irgendwie in deiner Vergangenheit bist kriminell gewesen und so. Also es ist wirklich noch cool. Mhm. Das Fakt, und genau dort stimme ich dazu, Charaktereditoren sind das,
wo ich auch immer hängen bleibe. Hat sich schon der ein oder andere Kollege von mir mega aufgeregt, weil, weißt, wenn du Multiplayer spielst und dann machst du Charaktererstellung und dann hörst du ging so: «Ah, Nico ist schon wieder so lange Charaktererstellung, Mann. Gib doch einfach etwas ein, es interessiert niemand.» Und ich so: «Mo, Nein! es ist hure wichtig.» Ja, das ist schließlich so dieses Stück Seele, wo du in das Game hineingehst. Das darf schon ein Genau, bisschen dir genau. entsprechen und deinem Geschmack nach aussehen. Ich finde die Individualisierung in Games auch enorm spannend und auch Ja, wichtig. Oh, aber das ist ein merci. Thema für ein anderes Mal, aber ich bin da voll bei dir. Ja, also ich könnte Merci. wirklich ewig über das Thema reden. Ich finde das super spannend. So. Aber ja, Starfield sicher ein mega lang erwartetes Game. Sie sind ja seit x Jahren schon dran und haben also vor x Jahren schon announced, ich glaube schon 4 Jahre oder so, oder noch Mhm, länger. Und jetzt mhm. haben, also die Leute haben wirklich genug lange jetzt drauf gewartet. Drauf gewartet. Ja, Das Einzige, was ich mir noch und der jetzt Hype ist schon kleiner geworden. Weißt du, der Hype ist enorm, wirklich auch gell? kleiner Gell? geworden. Ja, Und ja, ich der bin Hype ist nicht die wirklich kleiner Einzige, geworden. ja, Nein, die nein, das nein, nein. Gefühl hat. Jetzt ist echt die Frage, wann kommt es raus? Sie haben das Datum erst auf nächstes Jahr announced. Also so wirklich weiss man es noch nicht. Aber Man ja, weiß es we eben will nicht. see. We will see. Was das Jahr schon rauskommt, ist Nightingale. Und das ist ja auch ein Game, wo wir mega gehypt sind drauf. Also auch ich. Und auch das, Nightingale, ist ja eigentlich ein Game, wo sehr viel Survival- und Crafting-Aspekte drin hat. Und das macht mich auch wieder so ein bisschen. Ja, weißt du, was ich meine? Es ist schon wieder Crafting, schon wieder Survival. Es ist halt so. Es ist immer das Gleiche. Ich habe es langsam wirklich nicht mehr gesehen. Ich habe keine Lust auf Survival und Crafting Games mehr. Wirklich nicht, Mann. Leute, lasst mich in Ruhe mit diesen Games. Es ist einfach too much. Aber die Story finde ich henne cool. Und sie haben Ja. ja jetzt auch announced, also das ist ja das Game, wo, wenn ist es vorgestellt wurde? Letztes Jahr, glaube ich. Ja, letztes Jahr, glaube ich, während der Gamescom. Und, und du kannst ja durch Portal in verschiedene Welten jumpen. Und du kannst, Mhm. jetzt haben sie auch bekannt gegeben, wie das mit diesem Portal funktioniert. Und das finde ich super interessant. Also du hast so ein Portal, aber du hast so Karten, die du kannst craften kannst. Also du findest in der Welt immer wieder so Gegenstände oder keine Ahnung was, Ressourcen, wo du Karten kannst machen kannst. Und mit diesen Mhm. Karten kannst du andere Portale öffnen. Und je nachdem, wie du die Karten miteinander kombinierst, hast du ganz eigene Biome. Also du hast unendlich viele Möglichkeiten. Willst du eher einen Dschungel, willst du eher etwas Wüstenhaftiges, eher etwas Sumpfiges. Also jetzt mal in meiner Vorstellung, es ist nicht 100% so gesagt worden, aber halt von der Biom her, dann kannst du selber entscheiden, wie das Wetter ist, ob es dunkel oder hell soll sein. Dann kannst du entscheiden, ob du lieber eine kleine friedliche Welt hast oder ob du gerne eine Welt voller Monster hast. Das kannst du alles selber auswählen, indem du die Wirklich? verschiedenen Karten miteinander kombinierst. Ja, und das klingt in meinen Wow. Augen hure spannend. Das ist dann mega geil. Und Ja. auch noch mit dem Setting. Also das Setting holt mich halt einfach schon so ab. Ja, es Das ist ist auch so halt ein bisschen krass. steampunkig, ja. Ja, und gleich aber auch so 16. Jahrhundert und Mhm. irgendwie so, ähm, gleich mit Schusswaffen, das finde ich mega nice. Also Ja, weißt du, die ja, Kombination finde ich schon geil. das stimmt. Und es hat Irgendwie. so eine Mischung zwischen realistischer Welt und Fantasy-Welt. Und das finde ich aber auch super interessant. Und du kannst wirklich eben auch ein bisschen wählen, wie so der Stil von deinem Game soll sein. Also du kannst das wirklich selber entscheiden, anscheinend. Aber was schon eher ein Mhm. gemütliches Spiel mit wenig Gegnern, wo du eben hauptsächlich einfach ein bisschen chillst und ein bisschen Häuschen baust und dir ein nettes Dörfli erstellst und so. Oder willst du schon wirklich go hunten und düster und dies, das. Und das ist wirklich... ich finde es dann spannend. Und ich glaube, der Game-Mechanismus, das wird für mich der Hauptgrund sein, warum ich mir das Game werde holen. Ich glaube, für mich auch, wenn ich immer wieder, wenn ich den Trailer sehe, denke ich so: «Hey, ich weiss, glaube, was mich auch mega anmacht am Game.» Und zwar, dass die ganze Welt rundum, wo du durchlaufst, nicht, wie soll ich sagen, sie sieht nicht irgendwie hergeklatscht aus. Es sieht wirklich so aus, So als könntest du durch liebevoll, die gell? Wälder laufen und ja, und hast wirklich, weißt, die Vögel, die durchfliegen und Tiere, die Mhm. durchlaufen und der Nebel und die Interaktion mit der Sonne und das Licht und es ist Aber und auch der Regen es und alles und, und der und Regen, es, genau. ja.
ich glaube, das ist der Punkt, wo mich am meisten dann abholt. Die Atmosphäre, ja. Genau. Man merkt es meistens gar nicht, aber bei so Open-World-Games oder bei so eben Crafting- oder Survival-Games ist es oft so, dass irgendwann fängt alles an gleich auszusehen. Weißt du, was ich meine? Ganz schlimm, ja. Und dann bist du so im Minecraft-Modus und dann findest du echt so, ja, weißt du, was, gar keinen Bock mehr. Aber ja, also ich bin mega hyped, wirklich, so wie du. Mhm. Wirklich mega hyped. Ja, ich bin sehr gespannt, wie gross eben der Survival- und Crafting-Aspekt ist, wo eben, ich habe nicht so wahnsinnig Lust drauf, auf Survival und Crafting, aber ja, ich schaue mir es sicher mal an. Also es ist halt auch eben von der Platzierung in der Welt her und von der Story her für mich spannender als Starfield. Aber Starfield spielt ja eben Spaceships im Universum, bla bla bla. Das ist schon nicht so mein Setting. Das da ist auch mehr mein Setting mit diesen Ja, Fantasy-Welten, diesen verschiedenen ja. Realms. Also ich meine, hat ja viele Parallelen. Auch die verschiedenen Realms, ich meine, die verschiedenen Planeten, das ist ja eigentlich auch fast das Gleiche, plus minus. Aber ja, gleich sind es mir in den Augen irgendwie zwei komplett unterschiedliche Spiele, obwohl sie viele Parallelen haben. Aber auf das eine habe ich Bock, auf das andere nicht. Das ist echt noch lustig. So unterschiedlich sind wir Gamer halt, das ist schon witzig. Das ist Ja, so. da sieht man einfach auch wieder, eben, wie viel das ausmacht, die unterschiedlichen Welten. Aber die Individualisierung halt in diesen Games. Das entspricht halt einem seinem Geschmack oder halt nicht. Ja. Mhm. Genau. Mhm. Ja, aber ich denke auch, der Multiplayer-Aspekt wird sehr spannend sein. Also das ist Ja, also sicher ein Spiel. du musst ja nicht. Und das ist aber auch etwas, was ich Mhm. super interessant finde. Ja. Du Mhm. musst nicht, aber du kannst. Sorry, Das red stimmt, ja. weiter. Ich muss schnell einwerfen, Kein dass du Problem. kannst schon Alles PvE gut, allein alles gut, spielen. alles Ja. gut. No worries. Nein, das ist eigentlich auch das, was ich sagen wollte. Man muss es nicht zusammenspielen, aber es ist natürlich cool, wenn man kann. Mhm. Und wenn man Leute hat, die sagen, hey, da bin ich dabei, das finde ich eine geile Idee, probieren wir aus. Ähm, ich sehe mich da schon mit ein paar Jungs reindroppen und dort nachher anfangen, eine Homebase bauen und nachher anfangen, die Karten einsammeln und dieses und das, da sehe ich es schon. Aber ja, let's see, Nightingale, ich bin auf jeden Fall hyped. Mhm. Freue mich Sollte noch drauf, das wie es Jahr abschneidet, rauskommen, ja. also im letzten Quartal. Also ich gehe mal davon aus, dass es so auf das Weihnachtsgeschäft auch wird rauskommen. Ja. Ja, ganz ehrlich, ich bin froh, kommt es nicht jetzt raus, weil ja, ich würde wirklich auch drinnen hocken und zocken, während dem draussen 32 Grad ist und dann würde ich so zusammenschrumpeln zu so einer trockenen Kartoffel oder so irgendwie. Das Rosinli. Nicht gut das Rosinli. Ich sage dir auch ein bisschen Rosinli. Das ist ein guter Spitzname. Wow. Nein, Wow. nein. Also, ja, Gut. auf den Winter wieder. Aber sind wir ehrlich, ich glaube, es sind wahnsinnig viele Games auf den Winter hin geplant. Das könnte noch Mhm. spannend werden. Ich meine, sind wir ehrlich, Gaming-Season ist halt Herbst, Winter, Anfangs Frühling. Und dann ist wieder Mhm. Sommerloch. As usual, sind wir ja schon gewohnt. Aber ja. Nein, Genau, as usual. genau. Was auch im Herbst kommt, und zwar am 7. Oktober, also anscheinend, you never know, ist Marvel's Midnight Suns. Und das hat auch einen Aspekt drin, einen Gameplay-Aspekt, der vor allem dir sehr zusagt, Nico. Ja, also es hat einen Gameplay-Aspekt und ich hatte es zuerst nicht vermutet, weil als ich das Game zuerst habe gehört habe, habe ich gedacht, schon wieder so ein Marvel-Game. Ja, voll. Schon wieder so, Marvel's jetzt leimt der. Midnight Suns. Ja. Und also die Idee dahinter ist ja, glaube dass Lilith, die böse Göttin, wo ja wirklich grundsätzlich eigentlich glaube nichts Gutes im Schild führt, gewisse Marvel-Helden oder auch Villains auf ihre Seite zieht und sie modifiziert mit ihrem Evil, wie heißt das, mit ihrer Evil Evilness. Energy. Ja, genau, Evilness. Evil Und Power. sie macht sie even more evil, das heisst, du hast eine Ultra Evil Villains, ich weiß doch nicht. Auf jeden Fall. Ultra Evil Villains. Ultra Villainy Villains. Oh, Ja, Mann. wirklich. Okay. Ultra Villainy Villains, genau. Okay. Und genau. Und jetzt ist es halt so, dass du nachher zwei Teams hast immer. Du spielst natürlich die Guten, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ich weiß nicht, ob man kann switchen, das habe ich nicht herausgefunden. Du spielst die Guten, das heisst, du spielst ein Team aus sicher Spider-Man, Wolverine und noch so ein paar anderen, wo eben gegen Venom, Evil Hulk, ja, das ist jetzt ein Thing, es gibt den Der Evil Evil Hulk. Hulk. Nice. Und noch Devil Driver und etc. etc. Kämpfst du
und probierst die zu besiegen. Dann kommen auch ganz viel mehr andere Helden und Villains noch vor. Aber was das Spannende daran ist das Kampfsystem. Und zwar ist das Kampfsystem ein rundenbasiertes Kartenspiel. Ja, Also, eigentlich schon, ja. ja. So schräg wie es Also, tönt, aber ja. so schräg wie es tönt, aber ich habe ein bisschen Gameplay gesehen und ich habe zuerst, wo du mir das zuerst hast gesagt, habe ich zuerst gedacht, Steffi, was? Kartenspiel? Hier sieht doch nicht aus wie ein Kartenspiel. Aber es ist genau so, du hast ein Deck von Karten und du spielst die nachher rundenbasiert aus gegen Mhm. das gegnerische Team. Und ich finde die Idee dahinter spannend, weil ich habe das gerne rundenbasiert, ich habe das gerne, wenn es strategisch ist und ich bin ein grosser Fan von Kartenspielen. Jetzt ist es einfach so, dass ich das in das Marvel-Universum extrem nicht mal rein, wie soll ich sagen, das holt mich halt echt nicht so ab und es passt irgendwie so nicht. Und ich weiss halt, wenn es Marvel-Games sind sie immer recht beschränkt, weil die Universen sind halt, die sind vorbestimmt. Du hast dort nicht viele Möglichkeiten. Die meisten können immer die gleichen Attacken, die sehen immer gleich aus. Es ist immer ein bisschen die gleiche Story. Sehr viel, wie soll ich sagen, Amerikanisches halt. Nein, wirklich. ähm, Was erwartest ja, du von einem genau. amerikanischen Superhelden-Game? Genau, genau. Drum, ja, also ich denke mal, ich würde es mal anspielen irgendwo. Kaufen würde ich mir es auch nicht. Ich würde es mal anspielen, um zu schauen, wie das Gameplay ist. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das der Blockbuster ist. Also, ganz Also ich ehrlich. glaube, im Vergleich zu den letzten paar Marvel-Games, die sie rauskommen, könnte das richtig nice werden. Gut, also Spider-Man Miles Morales ist ja, glaube ich, auch hure gut gewesen. Es hat sich Spider-Man sehr allgemein. authentisch angefühlt, ja. Ja, Ja. ja. Spider-Man Aber hat sich ja allgemein, glaube ich, recht ja, es sind brilliert sehr mit. gute Games eigentlich. Also ich muss auch sagen, wenn ich den Trailer so sehe, finde ich ihn schon sehr interessant. Und ich denke mir fast so, hey, warum gibt es zu dem nicht schon lange einen Film? Wie geil wäre das? Also mit, Ja, genau, ja, genau. einfach eben, also ich meine, schon wie die Figuren aussehen, so transformiert, so Lilith-Style transformiert, eben auch mit diesen ganzen Hörnern und so. Weißt du, Ja, also einfach genau. der Evil Ja, Hulk genau. mit so Hörnern. Ich Ja, aber darum verrecke, sage ich, Mann. es Es ist ist schon so ein bisschen lustig, nicht? lustig. Oder? Ja, Das ja, ist es ist so, wirklich witzig. Es sieht ein bisschen aus wie so eine Karikatur. ja, so Aber der Hulk fusioniert mit Maleficent, oder? Wie genau, heißt sie? genau, 1:1. Ja, oh wow. Ja. Aber ja, mal schauen, äh, wenn es dann rauskommt. Also, weiss man schon, was geplant ist, wenn das so ähm, rauskommt. Am 7. ich Oktober, genau, glaube, das habe ich ja vorher noch gesagt, so doof. Okay, genau, ja, okay. ich würde Ja sagen. gut, Also so. passend eigentlich zu Halloween, gell? Und sind wir ehrlich, Mhm. es könnte funktionieren. Yes, yes. Mhm. Genau. Aber ja, ey, jetzt haben wir hure viel Zeit schon verbraten mit nur 3 Games. Ja, weil wir halt auch Ah, hyped sind auf die ja, zwei, es stimmt drei schon. Und Games. wenn es schon mal Schon, wieder es ein bisschen ist, News gibt, hey, Wahnsinn. Das haben wir ja jetzt ja, echt wirklich. schon länger nicht mehr gehabt, dass wir so viel News auf einen Klapp hatten. Aber hey, weil es ein Running Gag ist, müssen wir gleich noch schnell Hollow Knight Silksong ansprechen. Wirklich, also es hat, soweit mir ist, glaube ich, einen neuen Trailer gegeben. Ja, aber ein Release-Datum gibt es immer noch nicht. Also, Ah, wenn tatsächlich. es dann rauskommt, dann wird es im Xbox Game Pass von Anfang an zur Verfügung stehen, aber das Datum gibt es nach wie vor nicht. Mm. Aber ja, das wird, glaube ich, noch länger so sein. Und weiss nicht, wenn wir wetten, ob sie es einfach plötzlich droppen und sagen so, hey Leute, es ist da, ihr könnt es heute spielen. Oder ob sie es wirklich noch bei 5-mal ankündigen wollen. Okay. Hm. Ja, Es könnte gut sein, dass das sie es könnte einfach man plötzlich machen, ja. droppen, ja. Könnte man definitiv machen, ja, das stimmt. Was auch sehr interessant war bei diesem Summer Game Fest, ist, dass es mal wieder, und ich sage wirklich bewusst mal wieder, wo es ist schon sehr, sehr lange nicht mehr vorgekommen, dass es ein RTS hat gegeben, also eine Ankündigung von einem RTS hat gegeben. Ein Real-Time-Strategy-Spiel, also ein Echtzeitstrategiespiel, also nicht rundenbasiert, so wie vorher Mhm. bei Marvel's Midnight Suns, sondern halt wirklich so Warcraft, Starcraft-Style. Und das hat es jetzt Ah, auch schon okay. länger nicht mehr gegeben. Weil man muss wissen, bei RTS ist natürlich die Hürde extrem gross. Also es sind schwierige Spiele meistens.
Ein bisschen Mhm. spielen ist meistens kein Problem, aber es wirklich zu verstehen und zu mastern ist meistens eine sehr grosse Herausforderung. Man muss wirklich sehr viel Zeit damit verbringen, man muss sich ein bisschen einlesen, man muss Strategien sich wirklich aneignen und sich auch, ja, auch ein bisschen austauschen mit anderen Gamern, also mit anderen Spielern. Ähm, Es war auch bei StarCraft eigentlich so, gewesen, wenn du hast gut wollen sein in diesem Game, hast du wirklich sehr, sehr viel Zeit müssen reinstecken. Mhm. Ähm, und es hat jetzt wirklich seit Ewigkeiten kein Game mehr gegeben. Und jetzt gibt es wieder eins. Es heisst Stormgate. Und ja, wer hätte es gedacht, es sind die Entwickler, die früher mal bei Blizzard waren und die Warcraft und StarCraft gemacht haben. Und die haben sich jetzt außerhalb von Blizzard, also die haben, Zusammengetan. ja, die haben ein neues Studio gegründet Mhm. und jetzt bringen sie Stormgate raus, ein RTS. Und man muss sagen, wenn man den Trailer schaut, man sieht Blizzard, man sieht StarCraft gut raus. Also, als ich den Mhm. Trailer geschaut habe, habe ich gedacht, so, die Frau, ey, die sieht aus wie Nova. Die Drohne, das könnte Probius sein. Diablo haben wir auch noch ein bisschen. Und jetzt kommt noch ein Terrarier, beziehungsweise jemand, der aussieht wie die Diva von Overwatch. Und es ist, man hat leider nur einen Cinematic-Trailer gesehen und keinen Gameplay-Trailer. Aber es könnte spannend werden und es könnte die ganze RTS-E-Sport-Szene mal wieder ein bisschen aufwühlen. Und ich fände es schön, weil StarCraft ist ja wirklich schon sehr, sehr lang an der Spitze von der RTS. Also StarCraft 2, das ist ja also Mhm. StarCraft 1, mit dem hat ja der E-Sports in Südkorea damals angefangen. Aber StarCraft 2 ist halt wirklich so das Vorzeige-E-Sports-Game eigentlich meistens. Ähm, und ja, von dem her bin ich wirklich sehr gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Mhm. Ja, also ich finde auch, es sieht interessant aus. Ich bin ja ein grosser RTS-Fan. Und ich denke, wenn irgendjemand das kann, dann die Leute, die bei den besten RTS unserer Zeit haben mitgearbeitet. Und du hast genau recht, ich sehe so gerade aus. Also die Figuren direkt. Und ich frage mich dann halt so kurz, weißt, frage mich dann, hey, müssen sie da nicht auch mega vorsichtig sein? Weißt du, dass sie nicht irgendein Copyright verletzen? Oder I geht das don't alles noch um know. künstlerische Freiheit? Ich weiß es nicht, im Fall. Kein blasser Schimmer. Ich Hm. weiß es nicht. Aber ich weiß es nicht. Es wäre mal noch Also, spannend zum rausspüren, aber schlussendlich sieht doch mittlerweile sehr viel sehr ähnlich aus. Aber ja, du hast ja, natürlich schon das recht. stimmt. Das teilweise sieht es schon so ein bisschen aus, als wäre es ein bisschen sehr Copy-Paste. Also Und weißt nicht vor allem gerade bei Copy-Paste, aber halt Blizzard, so. gell? Gerade bei Blizzard, wo ich Mm. ja das Gefühl habe, die würde auf so Zeug rumreiten, oder? Ja, Einfach das sich könnte gerade sehr gut freuen, wenn. sein. Aber Ja, ja, aber du du, mal schauen, wie das Gameplay aussieht. Gell? Wenn natürlich das ja. Gameplay auch extrem gleich aussieht, dann könnte es schon Probleme geben. Aber ja, das müssen wir dann schauen, wenn es soweit ist, weil es geht mindestens noch ein Jahr, bis das Game rauskommt. Also, was ich Mhm. gehört habe, ist, dass es nächstes Jahr fang mal in der Early Beta wird sein. Also Okay. es geht noch ein Weile, bis wir das dann effektiv können spielen können, beziehungsweise bis wir Gameplay sehen. Ja. Aber ja, Alright. nice. Sehr Du nice. hast auch noch ein Game Ja, rausgesucht vom ja. Summer Game Fest. Etwas, so ein bisschen mehr in die Richtung Musik geht. Tell Ja, me natürlich. everything. Und natürlich ist das für alle Metalheads da außen, wo ich ja selber auch ein bisschen einer bin oder auf jeden Fall war, ist Hellsinger. Und zwar heisst es, glaube ich, sogar Metal Es heisst Hellsinger. Ich weiß Metal gar nicht. Es Hellsinger, ja. heisst wirklich Metal Hellsinger. Genau. Und das ist halt einfach wirklich ein Headbanging Game. Es ist mega lustig, weil es ist so ein genanntes Rhythm Game, glaube ich, nennt man die. Und du musst in diesem Game bist du eine Dämonenkönigin, glaube ich, so wie ich das mitbekommen habe, und musst die durch die Hölle metzeln. Und zwar irgendwie ist deine Aufgabe einfach so viele kleine Diener und Minions und Zombies und grosse Bosse zu killen, wie du kannst, im Style von Doom. Aber
das Ganze natürlich nachher mit Metal-Musik unterlegt. Und nachher musst du natürlich immer auf den Beat, also am besten immer auf das Bassdrum, musst du deine Schüsse abgeben. Und je besser du das machst und je genauer du bist, desto mehr Schaden machst, desto schneller wirst und desto bessere Upgrades kannst du nachher auf deine Waffen machen. Und was sehr speziell ist, sie haben unglaublich viele Stars eingeladen, Metal-Stars aus der Metal-Szene, um den Soundtrack zu machen. Also eben, da ist der Matt Heafy dabei, Randy Blythe, da ist der Serj Tarkian dabei, der Sänger von System of a Down, die Sängerin von Arch Enemy ist dabei, die ist mega, mega coole Frau. Also wenn ihr Arch Enemy kennt und wenn ihr sie nicht kennt, dann checkt sie unbedingt aus. Weil Steffi kann dir sagen, die Frau ist, also das ist wirklich, man kann es wirklich sagen, es ist eine Schönheit. Also wirklich eine sehr schöne Frau, eine Posterschönheit eigentlich. Oha. Wirklich etwas, wo du denkst, Ist sie auch gut wow. oder ist sie einfach nur schön? Nein, und nachher musst du mal warten, dann musst du mal hören, wie die Frau growlt. Das ist von Oh einem Gott. anderen Planet. Es ist Ja, von wenn einem man drauf anderen steht, Planet. ist es natürlich nice. Ich bin jetzt nicht so der Metalhead. Ist jetzt nicht so meine Musikszene, muss ich zugeben. Ich kann mit Growlen nicht Aber anfangen. stell dir es doch Es tut nur mir mal nein, vor. es tut mir ein bisschen weh in den Ohren. Es So, tut mir so, ein, leid. so ein herziges, so eine schöne Frau, so etwas, So weißt du, eine ich meine? Und hübsche, dann fängt sie einfach an zierliche, zu ja gut. growlen. Und das ist halt, dort ist so der Witz versteckt. Auf jeden Fall hat Mhm. die auch mitgemacht und die hat einen mega coolen Song gemacht. Und es hat meiner Meinung nach Potenzial zum Anspielen. Aber ich habe jetzt auch schon Reviews gesehen, so nach einer halben Stunde. Wenn du nicht wirklich der riesen Metalhead bist, hast du es, glaube ich, einfach gesehen und vor allem gehört. So. Ja, Weißt du, und was ich vor meine? allem, du musst ja Also, wirklich im Rhythmus spielen. Und ich kann mir vorstellen, dass es genau. mit der Zeit sehr anstrengend wird. Wo du musst, aber Ja, du auf musst jeden immer Fall. im Takt sein, on point sein. Und Mhm. das geht, glaube ich, schon recht in den Kopf. Also es ist schon anstrengend, kann ich mir schon vorstellen. Aber ich kann auch sagen, und ich bin mir auch sicher, dass es genug Metalheads gibt, die es werden durchspielen, weil eben ich Ah, selber das auf kenne jeden schon Fall. genug Leute, die ganze Zeit Metal hören. Von dem her, für mich wäre es nichts. Ich habe aber das Gefühl, dass es eine geile Idee ist und etwas von Gut, du Leuten, kannst ja von mal die Demo Metalheads. spielen. Die Demo ist anscheinend ist schon draussen. Also die Demo kann man schon anspielen von diesem Game. Von dem Mhm. her, hey Leute, feel free. Schaut mal rein, erzählt uns, wie ihr es gefunden habt. Ja, voll. Ja, voll. Ja. Also ich denke, der Demo könnte ich auch eine Chance geben. Ja. Wären wir wieder beim gleichen Problem, dass ich noch so viel Zeug weiterspielen. Von dem her, Oh Gott, ja gut. ähm, Von dem fangen wir gar ja, nicht erst an. genau, lassen wir es sein. Ja. Aber auf jeden Fall eine sehr coole Idee. Mega cool haben alte Metal-Bands mitgemacht. Mega cool ist Mhm. es so ein Metalhead-Projekt, wo einfach wieder die Community vorkommt. Und ich muss sagen, das ist eine der angenehmsten Communities, die es gibt. Sehr Cool. liebe Menschen, meistens sehr viel weniger gefährlich als sie aussehen. Und Das ist noch einfach, nett. einfach mega gute Dudes, ganz ehrlich. Mhm. Also ich kenne jetzt fast niemanden, wo ich würde sagen, hä? Ja, nice. In dem Fall. Ja, Yes. im September kommt es raus. Und jetzt könnt ihr die Demo schon anspielen. Viel Spaß. Viel Spaß. Du hast schon ein Game Ja. aufgeschrieben, wo ich eigentlich müsste der Dings rein tun, gell? Der ab 18 Filter. Aber ich glaube, ich zeige jetzt den Trailer einfach gar nicht. Erzähl einfach ganz kurz, was das ist. Es kommt am 2. Dezember raus. Mhm. Und es ist Horror. Es ist grusig. Mhm. Es ist sehr Mhm. grusig. Es ist wirklich sehr grusig. Also, ich würde jetzt vorschlagen, dass alle die noch nicht 18 sind, einfach die Augen schnell. Nein, alles gut. Ich glaube, Steffi, wir müssen den Trailer nicht zeigen. Wir können einfach darüber reden. Ist gar kein Problem. Es heisst The Callisto Protocol, ist der Name von diesem Game. Und viele Leute haben es verrissen oder haben es kritisiert, was sie es gesehen haben, weil es macht ein bisschen einen auf Dead Space. Also, es ist mega Dead Space-mässig unterwegs. Aber was halt ich finde, ist noch krasser, ist der ganze Gore, der drinnen ist. Also, Ah, die haben sich wirklich ultra Mühe gegeben, das so so grusig wie splattery und möglich. grusig wie möglich zu machen, wirklich. Also, ich habe jetzt gerade 2, 3 Trailers geschaut und teilweise ist es wirklich so, wow. Also,
du selber stirbst halt auch mega, mega krass. Manchmal, einem Ort wird er in so ein Belüftungssystem reingezogen und quasi einfach wie zerhäckselt. Verhackstückelt. Bäh. Und, auch wie die Monster killt, du kannst sie decapitaten, du kannst ihnen Arme abreißen und mit der Knarre kannst du dann auch den ganzen Körper zerbersten von innen es ist und dann im Nahkampf bist du auch mega brutal unterwegs. Und ich glaube, ich würde einfach das Game spielen, damit ich so ein bisschen Kreativität rausspüren, die die Leute auch hatten beim «Wie lassen wir jetzt die Monster oder unseren Hauptcharakter am besten sterben?» so. Und Es wo waren sicher Leute gewesen mit sehr lustigen Fantasien. Mhm. ja, aber hey, wir Die sind hören froh, sicher, machen sie nur die hören sicher wir True sind Crime Podcasts. genau, genau. Wir das sind weißt, wir sind froh, machen sie Videogames, Steffi, dann machen sie nicht Blöders, oder? Fair, Sind wir ja, ehrlich? fair. Sind wir ehrlich? Nein, also noch schnell, das ist wirklich noch schnell ein Einwurf von mir. Der Mhm. Callisto Protocol wird, so viel ich weiss, rauskommen im Dezember, wenn ich es richtig habe verstanden. Erst. Aber ist die perfekte Zeit, oder? Früh dunkel, man ist daheim, man zittert schon und dann noch das Horror-Game rein, let's go. Also, 2. der Callisto Dezember. Protocol. Ah, ich glaube, dann gehe ich nicht online. Ist echt nicht auf Twitch. Oh je, Ja. meine. Ja, sonst noch etwas anzuhängen, außer der Nein, Satz von ist mir. gut. Es ist einfach Das nur wäre grusig, schaut es euch besser nicht an. Nein, wenn ihr natürlich auf so Gore und so Schissel steht, ja, feel free, aber mir ist es so gar nicht. Allgemein, ich bin eher der Meinung, es gibt im Moment ein bisschen sehr krass viele Horror-Games. An was liegt das? ja, weil das Reacten halt auch nice ist. Also weißt, wenn du als Streamer auf ein Horror-Game kannst reacten, dann bringt das mega, mega viel Viewer und mega, mega viele Reaktionen im Meinst du, das Chat. ist Und der das ist halt Hauptgrund, warum es etwas. so viele Horrorspiele gibt im Moment? Wir kommen ja Ja, weil später sie dann noch gerade zu einem, mhm, zu 3 weil sie gerade sogar. einen Hype haben. Ja. Also es hat auch damit zu tun, dass eben das Dead Space kommt ja wieder. Sie machen ja das Remake von Dead Space. Oder es kommt sogar das Dead Space 2, glaube ich, habe ich irgendwie gelesen. Also Ja, stimmt, das ist über halt das haben wir auch das, mal geredet. Ja, ich weiß es gar genau. nicht mehr. Und das ist halt das Game, wo die ganze Szene mega revolutioniert hat. Und das ist halt, wenn du heute Gamer fragst, dann es hat sogar solche, die früher gamet haben und heute nicht mehr gamen, die sagen auch, oh ja, Dead Space, das sind noch Zeiten gewesen und so. Also das ist schon so ein Kenner-Game, weißt Okay, du? Und von dem her, vielleicht ist das auf der Welle mitreiten, weißt maybe. Maybe. Aber ja, du hast schon gesagt, das waren noch Zeiten gewesen. Machst du dich noch du? erinnern, wo wir noch jung waren und im Fernsehen noch Teenage Mutant Ninja Turtles geschaut haben? Oh, natürlich, 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 natürlich. Fantastisch. Und ja, eben, Teenage Mutant Ninja Turtles gibt es ein neues Game, das nennt sich Shredder's Revenge. Ist sogar schon spielbar. Also in ein paar Tagen. Shredder's Revenge. Genau, und es ist, glaube ich, wirklich ein Fighting Game. So ein kleines Pixeliges Fighting Game. Es ist genau so ein Game, wie du willst, wenn du Ninja Turtles hörst. Und zwar ist es einfach wirklich Geh genauso wie früher. verprügeln! Genau, und die nennen sich, glaube ich, Side-Scroll Fighter Games. Ich bin mir nicht ganz sicher. Weil du hast ja Side-Scroll, also du Mhm, läufst eigentlich immer rechts aus dem Bildschirm und in den nächsten Bildschirm rein. mhm. Und die Games kennen wir alle. Jeder hat früher mal irgendwo in einem Game Room, haben wir dem noch gesagt, oder in einem Arcade an so einer Maschine, so ein Fights-Ding gespielt, so eine von links nach rechts sich durchprügeln mit vielen Kombos und Action. Und die Musik ist im Fall auch genau so wie damals. Also die Musik ist wirklich so 8-Bit-Sound, du weißt so richtig Party und du fühlst dich wirklich zurückversetzt in die 90er, 80er Jahre, wo das Zeug noch richtig am Brennen war. Und ich glaube, das macht das Game so gut. Sehr viele gute Rückmeldungen schon davon gelesen. Genau das, was sich die Leute erwartet haben. Die finden es alle mega nice. Eben, man hat so viel Nostalgie, wenn man es spielt. Und ich glaube, da haben die Entwickler wirklich alles richtig gemacht. Weil bei diesem Game musst du nicht das Rad neu erfinden. Du musst die Mhm. Grafik ein bisschen besser machen, als sie früher war, was ja kannst heutzutage. Du Es muss machst auch ein bisschen lustig neue sein. Moves drin. Ja, Genau, es muss Spaß es muss machen. Spass machen. Und that's it. Und genau das haben sie gemacht. Von dem her Ja, top nice. notch. Und man kann es mit 6 Leuten spielen, habe ich gesehen. Multiplayer ist 6 Leute. 6 Leute, es gibt doch Also, nur 4. du,
Soll ich dir sagen? Ja, das gelesen, man kann Hä? 6 Leute. Ja, da kannst du eine zweite Switch anhängen. Aber es gibt nur 4 Turtles. Nein, Aha, nein, es nein, hat noch 2 es andere gibt Figuren, 6 die mitspielen. Charaktere. Ja, ja. Stimmt. Eigentlich Da die sogar Ratte 3. und da der Dude. Nein, Und es eine gibt den Frau gibt es Dude, auch die noch. Ratte und die Frau. Ja, Ja, genau. Es genau, gibt eigentlich. stimmt. Genau. Genau, du Interesting. siehst sie sehr gut. Mhm. Dort natürlich nicht, aber man sieht sie gut. So, genau. I see. Aber darum sage ich, super lustig. Ich glaube, das Ja, ist ich so ein glaube, Game, es das man wird wirklich am spaßig. Abend kann spielen mit Kollegen, ein bisschen Bier und so. Ich glaube, das ist, Absolut. wäre glaube ich, sehr gut für das. Ja, Genau, nice. und das sind unsere Ninja Turtles. Genau, Ich und glaube, auch das, Leute, Ninja Turtles im Xbox Game Pass, Leute. Im Xbox Game Pass. Und zwar stimmt, schon drin. Ihr könnt es schon stimmt. spielen. Mhm, ihr könnt es schon spielen. Yves, Yves, wenn falls du du zulässt. zulässt, Yves, los rein. Holt ihr den Xbox Game Pass für einen Stutz jetzt. Nice. Genau, aber wenn wir schon beim Prügeln sind, gehen wir Ja, weiter mit voll. Prügeln. Ja. Wir gehen weiter mit Prügeln. Das ist ja mein Lieblingsthema, Spezialgebiet. wer das ja weiss. Nicht Ähm, TCGs, sag mal TCGs. Du ja, lügst doch. aber Prügeln, das ist schon immer gut. Ja, okay, Ähm, fair. Also Nico tut gerne prügeln, also passt auf, wenn er ihm über den Weg läuft. das hast du jetzt gesagt, auch kein Pferd. Nein, er ist ganz ein netter. Er tut lieber gerne hagen als prügeln. Gib's zu, eigentlich bist du auch ein Softie. Ich tue lieber gerne hagen, das kommt Ja. jetzt ziemlich falsch über. Nein, du tust lieber gerne die Leute umarmen, als dass du verprügelst. Okay, ja, was immer Steffi sagt. Ja, ich Also, habe recht. es geht tatsächlich um Street Fighter, und zwar das neue Street Fighter. Ähm, das ist wieder mal keine Überraschung, natürlich nicht, weil es ist ein Street Fighter. Was wollen sie anders machen grundsätzlich? Weil müssen Hey, sie ja nicht. bravo! Ist wieder das gleiche Thema. Aber es spielt sich viel smoother, habe ich jetzt von vielen Reviews auch gelesen, die Demo Beta angespielt haben. Sie haben einen neuen Charakter, also sie hat die Charaktere mega noch angepasst, so im Visuellen, aber man merkt natürlich immer, welcher Charakter wer ist, weil das sind auch immer die gleichen eigentlich bei Street Fighter. Man hat jetzt eine Möglichkeit, um eine, das ist glaube ich vorher auch schon gewesen, du hast so eine Open World Möglichkeit, die natürlich nicht Open World ist, aber du kannst auf der Welt gehen, verschiedene Kämpfe annehmen. Es spielt sich, glaube ich, mega gut. Habe ich bis jetzt, äh, nichts Schlechtes gehört eigentlich, also wirklich nicht. Es ist halt ein Street Fighter, soll ich viel sagen. Ihr seht schon, es fehlen mir ein bisschen die Worte zum Beschreiben, weil im Endeffekt, wenn ihr Street Fighter gespielt habt, dann wisst ihr, um was es geht. Wenn ihr es nicht gespielt habt, das ist ein mega, mega nices, mega spannendes und cooles Fighting Game. Eigentlich der direkte Rivale vom Tekken. Und Mhm. zum Unterschied zum Tekken hat Street Fighter immer ein bisschen das Comic-mäßige Ja, Design. Tekken ist einfach Tekken, grusig, Mann. Sorry. Also, wenn wir schon beim Tek Gore-Thema vorher waren, ja, Tekken ist die Gore-Version von Street Fighter. nein, das wäre Mo. dann Mortal Kombat. Nein, das wäre Mortal Kombat. Ja, okay, Du, das ist noch schlimmer, das stimmt. Mortal Kombat ist wirklich, Das ist recht also wüst. Fatality. Ja, Das ist genau. also wirklich Ach. so, aber was sie eben wirklich geändert haben, ist, wir haben ja vorher noch gesagt, das Comic-mäßige ist früher bei Mhm. Street Fighter noch viel, viel drüber gewesen. Jetzt sieht es schon wieder eher realistischer aus, Ja, ich würde als sagen, vorher. sie haben halt ein Realitätsupgrade bekommen, was grafisch, das Genau, stimmt schon. genau, genau. Aber es sieht Und nice aus, das muss man wirklich sagen. es macht Spaß. Ja. Es macht Spaß. Also ganz ehrlich, ich habe Street Fighter auch gerne gespielt. Schade ist es halt dann einfach, wenn wie soll ich sagen, das habe ich noch gut gefunden. Der eine hat heute auch bei so einem Zusammenfassungsvideo gesagt, man hat immer so Bock, nicht zu spielen. Und wenn man dann auf einmal im Kampf innen ist, merkt Das ist mir man, so dass man es gar nicht schlecht. kann. Ja. man ist einfach so Man macht schlecht. einfach immer so das Button-Smashing. Du drückst einfach irgendwelche Knöpfe und dabei bringt es das gar nicht. Also wirklich literally nichts. Du musst wirklich taktisch spielen bei so Fighting Games. Ja, mit gewissen Abläufen und so. Aber ja, ich glaube so, also wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist es effektiv so, dass du aber auch rumlaufst, einfach mit deinem Charakter in dieser Welt, also 3D, also Open World 3D, also nicht 2D, so wie man sich von Street Fighter gewohnt ist, aber die Kämpfe sind auch 2D. Genau.
Ja, Genau, also also 2D, so also einfach vor seitwärts. Ja, aber Seite, so, vor eben Seite. so von Seite, genau. Also Ja, also 2D halt, du kannst ja. nicht in den Hintergrund oder vorne laufen, mehr nachher zur Kamera, du kannst mal links und rechts. Ich Das, glaube, du kannst so mm. sidesteppen. Ja, Ich glaube, aha, du kannst ja. sidesteppen. Ja, aber halt nicht so du kannst nicht gegen vorne ausweichen und rundherum laufen oder so. Das geht nicht. Ja. Weißt du, was ich Einfach, meine? eben, Steffi, bei Fight Games, also da weisst, da bist du gegen mich fast chancenlos. Die habe ich genug gespielt. Also Ist da gut, weiss ist ich, wie es gut. Ich funktioniert. spiele nicht gegen dich. Ist gut, keine Angst. Also du würdest auch sogar noch gewinnen, aber das Ding ist, bei diesen Games Nein, ist es hure immer nicht. so, lass jetzt. Ja, Bei diesen warte. Games ist es immer so, dass wenn jemand kommt, der der Faktor X ist, das ist dann immer der Button Smasher und dann nimmt einfach immer der Controller in die Hand und dann drückt er irgendwas. Und du Mhm. kannst einfach nicht einschätzen, was die Person macht, weil sie einfach drauf rumhaut Aha, auf weil diesen sie halt keine Buttons. Taktik hat, Mensch, keine Genau, Strategie. Ja, genau, fair. genau, gar nicht. Und manchmal kommt es dann einfach vor, dass einer, der noch nie gespielt hat, einfach auf einmal irgendeinen Dude verprügelt, der mega viel spielt, weil du das eben nicht kannst Und einschätzen. Und das ist unberechenbar ist. genau. Muahaha. Und dann kommt direkt so das: Bau, du bau, bist so bau, ein bau. Button-Smasher Aber und ja, das ist wieder negativ. So. ja, Super, natürlich, danke für nichts, natürlich. Mann. Genau. Item, Aber gehen wir weiter. yes, und zwar haben wir noch ein ja, ziemlich witziges Game an Lager. Und zwar der Goat Simulator 3. Let's go, Steffi, erzähl uns. Ich glaube, man muss gar nicht viel zum Goat Simulator sagen. Also Goat Simulator ist klar, man spielt den Geist. Ah, ich gemeint, man spielt mehr, weißt du? Goat, Greatest Aha, of okay, all fair, time. ja. Mhm. Ähm, Mhm. und nein, also ich weiss nicht, was die Entwickler intus hatten, wo sie das Game entwickelt haben. Aber ich glaube, sie haben verdammt hohen Spass gehabt. Und schon Ja, leider, wenn man sich definitiv. den Trailer anschaut, also man muss sich sagen so, hey, nein, also also es sind ja mehr als ein Goat, es sind ja mehrere Goats, aber hey, der pöbelt einfach alles, also der pöbelt einfach um, der hat mentale, telepathische Fähigkeiten, der zündet alles an, der holt Zeug vom Himmel mit Raketen, einfach Wahnsinn. Also es ist ein hure Chaos getue Ja. und es sterben natürlich auch wahnsinnig viele Leute. Das muss man vielleicht auch noch sagen an dieser Stelle. ähm, ja, also es ist wirklich das Chaos-Game pur. Also wer gerne Chaos hat und ein Spürli Sarkasmus, also ein sehr grosses Spürli Sarkasmus in den Games, für den ist Goat Simulator auf jeden Fall etwas. Ja. Genau. Kommt noch das Genau. Jahr, kommt im Herbst. Ah, das Ich ist glaube, mehr wirklich. muss man gar nicht dazu sagen zu Goat Simulator. Es ist ein abgefucktes Spiel, Mann. Ja, es ist wirklich, also, aber wenn man sich den Trailer anschaut, weiß man, was er meint. Mhm. Ich denke, dass das je nachdem, ja, wenn man unter Alkoholfluss steht oder so, mega lustig kann sein. Oder unter anderen Genau. Gedächtnis, wie sagt man, erweiternde Substanzen. Gedächtnis, oh, schön gesagt. Einfach alles, was unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Etwa Also, das. das heisst, eigentlich würde ich sogar mir selber auch noch sehen, das Game spielen, einfach aus Spaß. Ich will Aber es echt dann mal mehr so mit. anschauen. Ich will Chaos stiften, Mann. Ich habe Bock Genau, drauf. ja, und dann eher so, weißt du, du hast dann so lustige Challenges. Das ist eben noch geil. Während dem Game bekommst du so Challenges vom Game selber und du musst dann irgendwie, weißt mach irgendwie 3 random Menschen einen grossen Kopf und lass alle umgehen oder irgend so Mhm. etwas. Oder blas 100 Menschen ins Meer oder irgend so etwas. Oh, wow. Ja, Oh. Ja, ja, wird genau. lustig. Ich sehe es, wird lustig. Genau. Weniger lustig wird Witchfire. Wenn ich es Oh, richtig mitbekommen habe. ja, also eben beim Witchfire ist es so, Steffi übrigens, merci vielmals für die heutige, also müssen wir mal schnell klatschen, für die heute guten Überleitungen. Also heute Danke sind sie am vielmals. Start bei dir, Gell? Ich bin wirklich, am mega. Brennen. Ich bin am Brennen. Es hat mich Gold angezündet. Und Ich nachher bin bist on du zum Witchfire fire. geworden. Genau, ich bin on fire. On which fire bin ich. So sieht es aus. Also, Witchfire sieht für mich aus wie Painkiller damals. Und damals Painkiller ist ein richtig geiles Game gewesen, das habe ich gerne gespielt. Es ist auch wieder ein bisschen die Doom
Art und Weise. Du bist am Ballern und Ballern und Ballern, aber du hast halt noch spezielle Elemente, die du kannst brauchen. Und bei Witchfire ist es entweder Feuer, Eis oder Wind, glaube ich, wenn ich das jetzt verstanden habe. Und man tut mit diesen arkanen Elementen auch noch so ein bisschen arbeiten. Man hat so arkane Waffen, man hat natürlich auch Nahkampf, aber man kann eben mit den Elementen Leute anzünden, einfrieren, nachher Anzünden ist immer gut. genau, genau. Und es sieht eigentlich lustig aus, auch von der Grafik her sehr ansprechend. Also, mir Total spricht es an. lustig, ja, muss ich wirklich einwerfen an dieser Stelle. Sehr lustig. Nein, Doch, ist für mich, also ja, doch, für mich sieht es schon lustig wieso? aus. Also, Hä, ganz was ist ja ehrlich. daran lustig? Es Ja, sieht ja macht super Spaß. realistisch aus. Also Es macht du meinst, Spaß. das Kampfsystem sieht lustig aus? Nein, die Leute abzuballern, das macht Also eben, das Spaß. Kampfsystem, die Kampfmechanik. Oh mein Gott, Ja. okay, ist gut. Aha, hast du das Game selber gemeint? Nein, Ja, das aber Game das sieht, ich sieht habe alles gesagt, andere als lustig aus, Mann. Das ist ich habe ja Horror. gesagt, nein, ich habe gesagt, es sieht grafisch sehr ansprechend aus, Das Steffi. Du musst stimmt, mir ein ja. bisschen zuhören. Entschuldigung, ja, Genau, nee, das genau. habe ich aufgehört. Manchmal ist wirklich. Manchmal ist es besser, sind wir nicht gleichzeitig im Studio. Also, Ich glaube, am Schluss es ist würden wir so. prügeln und irgendwo am Boden rumrollen oder so. Ja, genau, genau. Das wäre aber dann auch Unterhaltung pur für die Ja, das Zuschauer. stimmt. Auf jeden Fall, ich habe es auf meine Wishlist da, Witchfire. Mhm. Ist etwas, was ich mir bei Zeiten sicher werde reinziehen und sicher auch spielen, weil ich habe das Gefühl, es ist so ein Game, das man durchspielen kann, ohne viel Mühe zu haben und einfach, wo kann Spass machen. Ich habe leider noch gerade ein Game offen, das genau gleich ist, also wo genau so in die Richtung geht, und das ist Shadow Warrior 3. Muss ich Ah. unbedingt auch nochmal weiterfahren. Das heisst, das muss ich zuerst fertig machen, bevor ich Witchfire kann spielen, aber das ist auf jeden Fall etwas, was auf meine Wishlist kommt, und ich empfehle es jedem, der gerne ein bisschen Baller-Games hat, wo man nicht so viel muss nachdenken muss, die Aber auch aber ein bisschen anspruchsvoll Magie und gemacht so. sind. So ein bisschen, Genau, noch ein bisschen Magie und so drinnen ist. Magic. Genau, it's a Witchcraft. kind of magic. Aber Ja, genau. Auf jeden Fall, Witchfire sieht super aus. Ich habe Bock. Wird aber jetzt nicht gerade die erste Investition sein in nächster Zeit. Es ist so ein Game, das ich dann mal kaufe, wenn es gerade aktioniert ist. So, Ja, genau. so eine bist du, alles klar. Ja, ich bin so ein Budgetfuchs, gell? Mhm. Ja, nebenbei ja, verständlich. Ja, eben doch, gell? Hm. Ich meine, du bist ja, also, hä? Hockst ja auf einem Berg von ungespielten Games. Können wir bitte nicht davor reden? Ist gut. Nicht bitte Apropos nicht auf einem Berg Alkohol. hocken. Mhm, Berg. Apropos auf einem Berg hocken und nicht mehr wissen, was man zu tun hat. Es ist immer wichtig, dass man den Call of Duty hat und wieder weiss, was man zu tun hat. Auch Call of Duty Modern Warfare 2 kommt Okay. nämlich raus im Oktober 2022. Und zwar ist das nicht etwa ein neues Game, sondern es ist eigentlich Modern Warfare 2, wie man es kennt, aber halt reworked. Und es gibt jetzt eine neue Solo-Player-Kampagne. Also, das haben sich sehr, sehr viele Leute gewünscht, dass es wieder eine Solo-Player-Kampagne gibt. Und ich verstehe es, muss ich sagen, weil ich habe auch die Solo-Player-Kampagne in den CODs recht gerne gespielt. Die sind mega interessant und also mega interessant stimmt nicht, vergessen das wieder, aber sie sind mega geradlinig und machen einfach Spaß. Weil ja, es ist halt das COD-Feeling, das du dann gleich bekommst, und es ist recht brachial, und die Story ist natürlich nicht ultra gut. Es ist immer entweder die Russen oder die Chinesen, die Amerika angreifen, und dann, ja, immer so ein bisschen das Gleiche. Aber mit diesen Call of Duty Vibes sind es immer recht coole Kampagnen, weil sie auch so ein bisschen, wie heisst der Regisseur, der immer alles explodieren lässt? Quentin Der Tarantino. Bay. Nein, der Nein. Mark Bay, Aha, glaube ich. Ich bin mir okay. nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, es wird hure übertrieben viel explodieren, es fallen Leute aus Fenster, fliegen von irgendwo ab. Es Nee. ist wirklich so. Michael Bay heisst er, Michael Bay, genau. Okay. Es ist wirklich, darum ist die Kampagne so lustig, was mega übertrieben gemacht ist, oder? Und das Fakt, aber wenn man sie dann mal durchgespielt hat, spielt man so nicht das zweite Mal durch. Es ist so ein bisschen wie ins McDonalds gehen. Man fühlt sich ein bisschen scheiße nachher, aber es war irgendwie noch gut gewesen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, aber gleich irgendwie immer ein bisschen das Gleiche, hä? Ja, natürlich, natürlich. Ja, gut. Natürlich.
Und mehr gibt es im Fall auch noch nicht dazu zu sagen. Eben, ja, okay. Ja Ja, gut, ja. ja, aber das waren so unsere Picks gsi. Also wir haben ja ein bisschen geschaut, also es gibt natürlich noch enorm viel mehr Games, die am Summer Game Fest sind vorgestellt wurden. Das war jetzt einfach mal so eine kleine Auswahl gsi, wo wir, also von den Games, die wir jetzt spannend gefunden haben oder wir gedacht haben, das könnte euch ein bisschen interessieren. Es gibt natürlich noch sehr viel mehr. Zum Beispiel haben wir auch noch 2 Remakes, die angekündigt worden sind. Und zwar The Last of Us, also wirklich der erste Teil von The Last of Us, sollte im 2. September auf der PS5 erscheinen, also das Remake. Und es sollte auch noch einen Multiplayer geben, der ja anscheinend auch schon länger angekündigt worden ist. Und der wird jetzt tatsächlich Realität. Und das zweite Game, wo noch Remake, also was das Remake gibt davon, ist Resident Evil 4. Das könnte sicher auch ganz viel noch interessieren, weil, soweit ich gehört habe, ist Resident Evil 4, glaube ich, das beste von allen Resident Evils gewesen. Bisher. Das stimmt, kann ich bezeugen. Ist es so. Und da freuen wir uns natürlich auch mega auf das Remake. Keine Infos hat es übrigens gegeben über God of War Ragnarök, über einen Wald. Weil das das ist so ein Fantasy-Game, wo anscheinend, also so ein Fantasy-RPG, wo anscheinend recht viel darauf warten. Ich muss auch sagen, es ist jetzt auch ein Spiel, wo bei mir gerade nicht klingelt, wenn ich den Namen höre. Okay. Ja. Wie dem auch sei, wird sicher wieder das Thema, wenn es wirklich mega gut ist. Plus Ubisoft gibt erst Infos zu Assassin's Creed im September und von Nintendo eigentlich nichts Neues, außer Super Mario Striker, wo ja ist rausgekommen. Über das haben wir aber im letzten Podcast schon geredet. Ja, ein bisschen, ja. Darum könnten wir jetzt einfach auch noch, glaube schnell ganz kurz alles durchgehen, wo noch das Jahr erscheinen sollte. Genau. Und dann würde ich sagen, call it a day, oder? Weil absolut. ich Für aber Bier, bin definitiv am Schmelzen auf meinem Stuhl mittlerweile. Ich fühle mich wie ein Wasserelementar. Also. Oh. Also genau, es hat diverse Games, wo wir natürlich jetzt nicht noch darüber reden können. Es sind ja ganz oftmals einfach nur irgendwelche DLCs. Aber das Jahr erscheinen sollte noch ein neues DLC von Humankind. Da gibt es 6 neue Völker aus Süd- und Mittelamerika. Die Garalans, die Nazca, die Taino, die Inka, die Argentinier und die Kubaner. Und das wird übrigens auch gerade im Xbox Game Pass verfügbar sein. Genau. Übrigens super Game. Ich konnte es immer noch nicht antesten, weil ich hänge immer noch zu fest an Civilization. Irgendwie. Ja, verstehe ich. Ja. Aber wir haben ja auch im Humankind wirklich Freude gehabt. Ja, vielleicht sollte ich es mal antesten, vor allem wenn es im Xbox Game Pass ist. Genau, und dann haben wir Neon White. Der Release ist schon durch. Das war am 16. Juni. Am 30. Juni kommt etwas Neues zu Outriders, und zwar World Slayer. Ein bisschen mehr Content für Outriders. Auch am 30. Juni kommt das DLC zu Cuphead, also The Delicious Last Course, also the DLC. Und zeitgleich kommt, glaube ich, auch die zweite Staffel, ist das, oder der zweite Teil der ersten Staffel auf Netflix. Das kann gut sein, ja, der zweite Teil von der ersten Staffel, glaube ich. Genau, ja. Genau, und dann haben wir Midnight Fight Express. Kann man davon aus, es ist schon wieder ein Fighting-Game. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht wahnsinnig viel damit beschäftigt. Der Release ist am 23. August. Das kommt auch im Xbox Game Pass. Dann haben wir etwas zu Saints Row. Saints Row ist auch ein Game, das wirklich schon, also vor allem, es ist ein Remake eigentlich, wo ja wahnsinnig viele Leute darauf warten. Und am 23. August kommt eben da die Boss Factory, aber es ist nicht das Game an sich. Also auf das müssen wir noch ein bisschen länger uns gedulden. Es ist nur eine Demo. Oh, das ist sogar nur eine Demo, genau. Ja, es ist nur eine Demo. Genau, ein paar Tage später, am 26. August, kommt dann Soul Hackers 2. Das, glaube ich, ist das JRPG. JRPG, ja, stimmt. Genau, am 13. September kommt Warhammer 40k Dark Tide. Auch sicher ein Spiel, das sehr, sehr viele Fans hat. Und sorry, haben wir nicht über das noch reden können, aber wir mussten ein bisschen entscheiden, was wir alles in unsere Highlight-Session reinnehmen und was wir einfach kurz announcen. Aber bei Warhammer 40k haben wir tatsächlich auch schon mal ein bisschen länger geredet in einer früheren Episode. Dürft ihr sehr gerne dort ein bisschen mehr schauen.
Und ja, das kommt auch im Xbox Game Pass. Das könnte sehr spannend sein. Genau. Dann am 25. Oktober kommt Gotham Knights, also auch nochmal also nicht ein Marvel, aber dafür ein DC-Spiel, also das ist ein Superhelden-Game. Sicher für alle, die Batman-Fans sind, so das Game of the Year. Highwater, das ist ein kleines Indie-Game, wo ja, ein bisschen die Umweltverschmutzung, sage ich jetzt mal, aufzeigt. Das kommt dann im Dezember raus. Und dann haben wir so ein bisschen weniger genaue Release-Daten. Einfach so Winter dieses Jahr ist Flashback 2. Wir haben Final Fantasy VII Rebirth. Wir haben Honkai Star Rail, One Piece, Odyssey und Layers of Fear. Es kommt tatsächlich auch mal wieder das Game raus. Holy shit. Noch mehr Horror, yikes. Genau, das sind so im Schnelldurchlauf die Games, die am Summer Game Fest 2022 vorgestellt wurden und noch dieses Jahr erschienen. Es gibt natürlich noch diverse andere Games, die halt später noch erscheinen werden, aber die haben wir jetzt mal rausgelassen. Genau. Ja. So viel zu unserem Summer Game Fest 2022 Special. Nächstes Jahr. Nächste Episode ist dann wieder Standardablauf Buffcrit Loot. Und ja, ich habe dem, glaube ich, gar nicht mehr hinzuzufügen. Ausser, ich auch nicht. Ja, dass es wieder ein spannendes Game-Jahr wird. Nicht ganz so voll, nicht so voll und gefüllt wie letztes Jahr oder das Jahr davor. Aber das ein oder andere gute Game ist sicher dabei. Das ist schon mega wichtig, weil ganz ehrlich, ich und Steffi, wir werden überschwemmt mit guten Games. Und hey, wir können uns im Fall einfach nicht mehr retten. Jetzt ist schon mal gut. Also weißt du, wir können da auch mal ein bisschen chillen mit Rausgeben von Games. Das ist super, aber irgendwann sind wir überfordert. Wer will das alles spielen? Also wir haben einfach keine Chance. Das Schöne ist ja, dass du nicht alles musst spielen, sondern nur das, was dir gefällt. Ja, mir gefällt mega viel. Ich weiss, es ist Horror. Ja. Oh. Ja, aber item. Hey Leute, wir wünschen euch einen ganz schönen restlichen Tag, wenn auch immer ihr den Podcast hört. Genießt es, habt euch Sorge, trinkt genug, denkt daran, es ist ein sehr heiß im Moment. Stay hydrated. Genau, schmiert euch mit Sonnencreme ein, wenn ihr rausgeht. Also wenn ihr vor allem ein bisschen längere Zeit draußen bleibt. Die Sonne ist aggressiv im Sommer und ja, lasst noch eine 5-Sterne-Bewertung da, das würde uns sehr freuen. Teilt den Podcast mit euren Liebsten. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen, habt's gut, bye bye. Bye bye. Bye bye. Seit wann sagst du bye bye? Jö. Wieso ist das jö? Das ist herzig. Hey Luki, genau. Ja, merci vielmals. Wir haben einen noch zwischendrin. Also übrigens, Leute, wir sind jetzt fertig mit der Podcast-Aufnahme. Das heisst, ihr dürft uns gerne noch mal schnell etwas... Warum? What? Er sagt, ich bin cringe. Aha, das Bye-bye. Das ist vielleicht cringe. I don't know. Nein, aber genau, wir haben da noch jemanden, der VIP werden wollte. Ich weiss nicht, wer du bist. Von dem her, how about nope. Der Selra... Der Selra hat noch... Sounds like a you problem. Ja, exakt. Der Selra hat noch gefunden, es sieht aus wie Bullets per Minute. Das ist auf einen Metal Hellsong bezogen. Hellsong heisst Hellsinger. Hellsong, ja. Genau, Hellsinger. Genau, auf das ist es bezogen. Ich weiß nicht, kennst du Bullets per Minute? Kenne ich nicht, aber das klingt nach so einem Rhythm Game. Weiß es nicht. Ja, es ist genau so ein Game, ja voll. Genau so ein Rhythm Game. Okay. Ja, so ein BPM-Game. Hey Leute, nächstes Mal haben wir Episode 20. Oh shit. Mhm. Oh shit. Freue mich in dem Fall richtig drauf. Ah, du hast den Ventilator wieder angemacht, hä? Ich habe müssen, ja, es tut mir leid. Und es tut mir leid für alle, die zulassen, aber ich sterbe sonst offiziell, okay? Das wollen wir nicht, das ist okay. Ja, jetzt ist der Podcast ja vorbei von dem her. Aber jetzt seht ihr mal, warum ich ihn zwinge, dass er die Venti muss ausschalten während dem Podcast, also während der Podcast-Aufnahme. Weil die Qualität ist wirklich mies nachher. Einfach die Hintergrundgeräusche, so das Metallische, das hört man gut.
Luki, du darfst gerne Kuchen bringen. Ich habe mega gerne Schwarzwälder oder Schweden. Nein, ich habe nicht gerne Schwarzwälder. Schwedentorte bin ich auch dabei, habe ich sehr gerne. Aber Schwarzwälder finde ich ganz wüst. Aber ja, okay, Luki bringt den Kuchen vorbei, habe ich gehört. Nice. Merci, Luki. Dankeschön. Hintermetteli Weg 3, glaube ich, in 5506 Megenwil. Yes, ist schon wirklich nicht weit weg von Bern. Nein, überhaupt nicht. Ich habe auch bei 27 Grad daheim gearbeitet heute. Richtig schön. Also ich muss sagen, bei mir daheim in der Wohnung sind es auch 28 Grad. Das finde ich noch so okay. Irgendwie. Aber ja, jetzt hier im Raum habe ich 26 Grad. Ich finde es angenehm. Aber ich habe natürlich auch ein bisschen weniger an. Also ja. Es macht viel aus. Ja, gefühlt die 31. Gefühlt die 31. Gefühlt die 31. Ja, das ist natürlich eher weniger schön. Ich habe schon, Steffi, du bist wieder im Zeug verbreitet. Ich habe schon WhatsApp-Messages von Leuten, die mir sagen, dass sie lieber hagen als schlagen. Ah, ist ein Hugger-Boy. Ja. Aber, what I was about to say, ist, dass ich definitiv jetzt, wenn wir nicht mehr darauf reagieren haben, und ich glaube, das haben wir nicht mehr. Nö. Auf andere haben wir reagiert. Mhm. Würde ich gerne allen Tschüss sagen. Yes. Und euch einen absolut schönen Nachmittag wünschen. Absolut. Übrigens, nur noch schnell zum Programm, wo ich es noch nicht gepostet habe auf Twitter. I'm so sorry, bin noch nicht dazugekommen. Morgen um 3 bin wieder ich am Start mit Gaming. Wir spielen Sherlock Holmes weiter, also voraussichtlich. Am Mittwoch um 3 ist der Troy. Da gibt es das mal wieder Jurassic World Evolution 2. Und Troy. am Donnerstag gibt es am Donnerstag gibt's Klemmbausteine. Pen and Paper haben wir leider müssen abbrechen aus diversen Gründen. Der Blake, wie letztes Mal schon angesprochen, ist ja also wird jetzt der kleine Papi und wird sich ein bisschen auf das konzentrieren. Und darum gibt es voraussichtlich am Freitag noch gar keine Streams mehr. Exactly. Also wir sind wieder reduziert auf 4 Streams pro Woche. Aber das ist okay. Es ist Sommer. Aber es kommt schon okay. gut. Und es wird wieder Neues kommen. Alles Absolut, gut. Macht euch keine Sorgen. Wir sind dran. Yes, auf jeden Fall. Also hey, genießt es, Leute. Denkt dran, trinkt genug. Cremt euch ein. Und dann sehen wir uns morgen. Tschüss zusammen, macht's gut. Hallo, Krakatoa.